So, jetzt sind wir beim Tanken zurück und ich suche mir einen Weg, wo wir durchfahren wollen. Ich weiß gar nicht, wann ich hinfahren will, ganz ehrlich. Ich denke mal, fahren wir... Keine Ahnung. Null Ahnung, wo wir hinfahren. Sonst fahren wir mal links. Und heute geht es ein bisschen darum... Das Kind hat gewunken. Warum fährst du jetzt... Sorry, dass ich dachte, ich hier alle Führer lasse, habe meinen Bruder gesehen. Warum fährst du jeden Tag mit dem MX5? Ist ein bisschen das Thema. Und zwar habe ich mir einfach das überlegt. Stell dir mal vor, wie mein Auto aussieht. Das ist ja relativ tief. Das hat gestretchte Felgen bzw. Pneu. Das heisst, die Pneu sind eigentlich zu klein für die Felgen. Und dann, wenn du irgendwo durchfährst, wo es jetzt nicht einfach nur flach ist, sondern wo zum Beispiel musst irgendwie so über so einen Randstein fahren. Zum Beispiel. Dann ist das Problem, erstens mal ist das Problem, dass er halt wirklich tief ist mit den Lippen vorne. Das ist das Hauptthema eigentlich, die Lippen. Schultern. Jetzt hat er es gesehen. Genau. Das Hauptthema ist eigentlich die Lippen. Das heisst, müsstest du gerade in den Parkplatz reinfahren, dass es am Pneu nichts macht, weil wenn du so schräg reinfährst, dann kann die Kante ja am Felgen dran, sag jetzt mal, schaben. Aber wenn du quer reinfährst, dann ist der Querschnitt besser wegen der Frontlippe. So kann ich das erklären. Kommt halt besser so rein als so, weil vorne die Lippe so tief ist, wenn man so, ja, keine Ahnung, was soll ich sagen. Und das ist halt das Ding, dass es wirklich, das ist schon wieder ein geiles Auto, dass es halt wirklich einfach schwer ist mit dem MX5, zum Beispiel eben auf irgendwelchen Parkplätzen zu fahren oder auch schon über Speedbumps, weil er halt wirklich tief ist und kurz ist. Und tief und kurz ist und das ist dann recht gestabig, so über Dinge reinzukommen, genauso wie in Parkhäuser runter. Dann ist aber auch das Problem, sagen wir mal, das Auto wäre jetzt kein Problem, du könntest über die grössten Hügel reinfahren und alles, das wäre alles gar kein Thema. Dann ist einfach das Problem, dass ich ja das Auto von, ja, das ist jetzt 3 Jahre her, wo ich es lackieren lassen habe. Das heisst, ich bin relativ empfindlich drauf wegen dem Rost. Also ich habe nicht den Punkt, dass er mir jetzt unter dem Arsch wegrostet. Das heisst, ich habe schon mal im oder allgemein ist das ein Thema beim MX5, dass er nicht so unbedingt genasset werden. Und dann bin ich einfach allgemein halt mega empfindlich drauf, weil ich nicht wirklich er ist neu lackiert, er ist ausgebügelt worden, alles, und das ist eigentlich ein mega, mega schönes Auto, das da steht. Und dann ist es ein bisschen schade, dass so wenn ich den Tour gar nicht mehr stelle. Schmierdeck. Nein, eben. Und dann ist es ein bisschen schade für mich, dass ich dann das Auto als alltägliches Auto brauche, weil es einfach weil er dann schnell verbühlen, verkratzen, abgenutzt werden. Das ist auch ein bisschen so das Ding, und darum habe ich ihn halt wirklich nicht mehr. Ich kann ihn genommen, einfach nur, weil ich ihn geil gefunden habe. Ich habe nicht überlegt, was ist so, was hast du nicht in der Zukunft vor mit dem Auto. Es hat sich alles ein bisschen so aufgeschaukelt, dass er jetzt so krass gemacht ist, wie er jetzt gemacht ist. Nicht, dass ich das bereue, absolut nicht, aber das hat sich ein bisschen aufgeschaukelt, und darum freue ich ihn nicht mehr jeden Tag, weil sonst noch das Geld noch stärker oder noch extremer verloren wäre, blöd gesagt, oder verstehen Sie, wie ich das meine, oder? Und ja, so viel eigentlich zu dem. Darum habe ich auch
Darum habe ich auch den Mazda, darum habe ich ja den Opel, weil der Opel ist einfach, erstens mal ist er hoch, du kannst überall gut ohne Probleme durchfahren. Die Felgen sind mir scheißegal, die habe ich ja nichts dran gemacht. Also ob die ein bisschen mehr Kerzinen geben oder nicht, das spielt mir nicht so eine Rolle. Und das ist einfach zum Brauchen da, weil ich habe ihn gekauft, mit Kretzer, mit Bühlen drin und zwar ziemlich viel Kretzer, also wirklich. Und alles, das ist einfach für mich zum Brauchen da. Solange Sicherheitsaspekt nicht verliert und solange er noch läuft und solange der Motor läuft, spielt mir das nicht eine grosse Rolle. Also es ist wirklich zum Brauchen da. Ich kann da Möbel reinschmeißen, ich kann dort den Hund reinschmeißen, ich kann dort Kinder reinschmeißen, ich kann alles reinschmeißen und es interessiert mich nicht so stark. Und ja. Darum habe ich eigentlich den Opel, also wirklich zum Brauchen. Und jetzt kann ich auch sagen, hey, scheiß drauf, na der Mazda jetzt halt stehen, gehst mit dem Opel, dann hast du deine Ruhe, dann kannst du überall durchfahren, dann kannst du auch noch posten, spontan. Aber wenn du jetzt vielleicht gerne mit dem Mazda unterwegs gewesen wärst, verstehst du, wie ich das meine? So, das ist einfach das Auto, dass man kann sagen, hey, Nervennahrung, brauchst du keine, es ist schon alles im Lot, oder? Weil, also, im allerschlimmsten Fall ist das Auto mega runtergerockt. Es läuft zwar noch, alles noch gut, hat MFK, alles rostet nicht viel Rost. Nicht viel Rost. Ich gebe ihn weg. Sagen wir mal, hätte einen 1000er Willen, das Auto ist so kaputt, bla bla bla. Ich komme vielleicht noch 600 Franken über, ich habe wirklich schlecht verhandelt. Leider sind die Aufnahmen verloren gegangen, aber es war nicht mehr so viel gewesen. Ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Abend und hoffe, euch hat das Video gefallen und ciao miteinander.